Der erste Präsident Kasachstans, Nursultan Nazarbajew, ist überraschend zurückgetreten. Bis 2020 wird diese Aufgabe der Senatspräsident Kassym-Jomart Tokajew übernehmen. In einer Fernsehansprache gestand Nazarbajew, dass dies keine leichte Entscheidung für ihn war. Außerdem würde er weiterhin als Präsident des Sicherheitsrates sowie der Nur-Otan-Partei fungieren. Der Präsident des East Turkestan Information Centers meint, dass der Rücktritt Nazarbajews mögliches Chaos bei seinem plötzlichen Tod verhindern soll. Schließlich sei Kasachstan umzingelt von mächtigen Staaten wie Russland und China. Außerdem ist das Land reich an Bodenschätzen. Somit ist die vorzeitige Ernennung eines Nachfolgers eine reine Vorsichtsmaßnahme. In der Nacht des 15. März haben vermutlich chinesische Kollaborateure in Kasachstan versucht, Serikcan Bilasch aus seinem Haus zu verschleppen. Unbekannte wollten den unter Hausarrest stehenden Bilasch mit einem Krankenwagen entführen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt bereits. Der uigurische Aktivist und stellvertretende Präsident des Uigurischen Weltkongresses Ömer Kanat besuchte eine Delegation des US-Außenministeriums, um Gespräche über die aktuelle Situation in Ostturkestan zu führen. 950 Kilometer Stacheldraht wird an den iranisch-pakistanischen Grenzen gezogen werden. Wie Bajwa, ein pakistanischer General, verkündete, sollen die Arbeiten innerhalb der nächsten Woche beginnen. Der General erklärte, dass dies für die Sicherheit des Landes, insbesondere in der Region Baluchistan, notwendig sei. Das Wirtschaftsministerium der USA hat beschlossen, die Firma Minerven zu sanktionieren. Die USA, die Guaido unterstützen und Maduro nicht anerkennen, haben somit Venezuela erneut sanktioniert. Zuvor sanktionierte die USA die Öl- und Gasfirma PDVSA.